Hallo und herzlich willkommen da zurück bei City Skylines After Dark. Wir sind da gerade in unserem neu erstellten Forstgebiet. Schaue dann nachher bei der Arbeit zu. So sieht das Ganze aus momentan. Da kommt gerade ein LKW zu fahren. Momentan, es sieht ein bisschen aus wie so eine von diesen russisch-chinesischen Geisterstädten, die einfach mal gebaut wurde, weil man gemeint hat, da können mit 100'000 Millionen von Leuten wohnen. Aber nicht war. Nur mit einem kleinen Unterschied, da wäre ich zu kommen, glaubt mir das. Seht ihr, das ist alles leer. Und das ist nicht gerade wenig, wir können ja mal die Straße wieder auflaufen. Was ist das da? Nichts. Ich dachte, vielleicht kann man es anklicken oder so. So sieht das Ganze aus. So da drauf schaut. Ich könnte ja mal schnell, dass man es ein besser sieht, mal schnell. Habe ich das gerade vorhin irgendwo gesehen bei der Grafik. Damit wir runtergehen. So. Dann sehen wir einfach weiter. Ja, sehr viel hat es nicht gebracht. Aber hey, Hauptsache es hat etwas gebracht. Ihr seht, die Leute die sind so reich, die können sich bereits schon ein Sportauto leisten. Weißt du was, den tun wir jetzt mal stalken. Den stalken wir jetzt einfach. Wo fahrst du? Emma Holmes sitzt da drin. Wir folgen natürlich der Emma, nicht ihrem Auto. Wir wollen schließlich. Was? Sie ist verschwunden. Sie ist verschwunden! Hey, hey, hey. Einfach so. Genau. Was ich mir da auch überlegt habe, wäre es vielleicht nicht gescheiter, wenn ich jetzt da würde eine Einbahnstraße machen, da eine Einbahnstraße und da eine Einbahnstraße. Für den Verkehrsfluss. Ich glaube, das wäre sogar gescheit. Also machen wir doch das. Straße, Einbahnstraße. Genau. Die eine Einbahnstraße, wo nach Hause führt. Du bist eine Einbahnstraße, die nach links geht, und du bist eine Einbahnstraße, die nach rechts geht, und du bist eine, die nach links geht. So. Wir sehen, wir haben einen viel besseren Verkehrsfluss. Die Geschäfte oben, die können ganz, also für die ändert nichts. Weil die müssen dann einfach außen durchfahren. Dann kommt die wieder runter. Aber es staut wenigstens da nicht mehr. Das ist schon mal ein grosser Vorteil. Jetzt, was mir aufgefallen ist, ich habe das Industriegebiet das letzte Mal gemacht. Und da habe ich vorher gesehen, ups, wir haben da gar keine Feuerwehr. Darum kommt jetzt da ein Hauptfeuerwehrgebäude ein, oder wie man denen sagt. Vielleicht da so. Ich denke, da ist gut. So. Da haben die alle Freude. Schau mal, wie sich die alle freuen. Ist das nicht wunderbar? Ah, und da brennt es sogar schon. Da habe ich jetzt nicht einmal gesehen. Das ist ein riesiger Zufall. Ah, es ist schon abgebronnen. Das tut mir sehr leid. Tschüss. Und da brennt es auch. Uiuiui, da haben wir High Risk, High Risk. Ja, Feuerwehr, du bist gefordert. Würdest du vielleicht mal ausrücken? Ich glaube, die kommt nicht. Ah, doch, da, schau. Sie kommt. Jetzt stellt sich mir die Frage von der Frage. Wird sie es schaffen? Ja oder nein? Da ist nicht der letzte Frage, das Tüta-Auto. Tüta-Auto. Ja, ich glaube, sie sind spät gekommen. Lange das, dass jetzt nochmal 4 weitere gekommen sind, 2 weitere gekommen sind? Ich weiß es nicht. Das wäre schön. Ich wollte nicht schon das Gebäude verlieren. Nur weil ich zu dumm war, zum Feuerwehr machen. Bitte nicht. Sie haben es geschafft. Bravo, Feuerwehr, bravo. Respekt. Super.
Gut, ja, Polizei ist da natürlich auch relativ, naja, ist nicht dumm und so. Aber ich habe ein Gefängnis. Und das werde ich jetzt auch machen. Wir tätschisieren hier ein Gefängnis rein. Und wir sehen, es freut sich ein paar. Das ist ja schon mal nicht ganz schlecht. Jetzt, was macht das Gefängnis eigentlich? Beherbergen Häftlinge, die dort ihre Strafe verbüßen. Verbrechen im Gefängnis 0 von 500. Gefängnisbusse im Einsatz 5 von 5. Das heisst, wir haben doch schon ein paar, die in den Knast kommen. Und für das gehen wir jetzt noch schnell in die Richtlinie. Weil das Gefängnis haben wir nicht einfach so gebaut, sondern bei den Dienstleistungen harte Gefängnisstrafen. Die Haftstrafen sind doppelt so lange wie normal und die harten Urteile halten die schlimmsten Kriminellen länger von der Oberfläche fern. Verdoppelt die üblichen Gefängnisstrafen, verringert die Kriminalitätsrate. Bamsk. Natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das. Wir wollen eine saubere Stadt. So sieht es aus. Ja, jetzt Gewerbegebiet ist wieder ein bisschen gefordert und dann würde ich doch sagen, wir machen doch da wieder ein Gewerbegebiet und zur Ausnahme mal wieder fürs Geringbesiedelte. Auch die haben eine Chance verdient und dann machen wir doch, ja, vielleicht lange das schon. Gehen wir da mal vorwärts in der Zeit und ja, dort haben wir schon einen. Würde ich nämlich hier auch sagen, wir machen hier einen Gehweg rund um das Ding herum. Ja, natürlich. Wie Pilzli schiessen jetzt aus dem Boden. Aber es wird trotzdem noch gefordert, darum machen wir halt hier auch nochmal eins. Und zwar ein grosses. Und dann kommt dann nochmal ein Wohngebiet hin. Ist ja auch schon wieder ein bisschen gefordert worden. Wieder ein bisschen mehr Wohngebiet. So. Läuft. 17.000 Einwohner mittlerweile. Der Verkehr sieht eigentlich flüssig aus. Ich sehe nie größere Staus. Oder im Allgemeinen größere Autoansammlungen. Da brennt es mal wieder. Die Feuerwehr ist jedoch schon vor Ort. Das ist auch sehr gut. Etwas anderes schnell. Wie sieht es denn aus mit Krematorium und Verfügbarkeit? Wir haben eine Kapazität von 525, wir haben 81 Verstorbene. Läuft absolut. Mit anderen Worten. Oh, da ist er. Du tust dich jetzt mal schön entleeren. Das war ja schon fast voll gewesen. Dann, wo haben wir nochmal einen gehabt? Wir haben doch da irgendwo nochmal einen gehabt, habe ich gemeint. Da einen, genau, der da. Du tust dich natürlich auch schön entleeren jetzt. Das machst du nämlich gut. Zack, und weg mit dir. Ich habe keinen Friedhof in meiner Stadt, wir haben Krematorien. So, das Bauernviertel. Ja, das ist halt das Bauernviertel, gut. Schön haben wir darüber geredet. Wie sieht es da aus? Der Holzplatz, das ist natürlich nicht ganz korrekt so, sondern das ist Yummy Tasty Veggies. So. Oh, es brennt schon wieder. Was läuft mit euch denn falsch? Was ist nicht gut mit euch? Hey. Oh. Rauchmeldeverteilung? Ist das da? Mal. Ah, ein Rauchverbot. Wir sind ja da schließlich in der Industrie und in der Industrie haben wir natürlich ein Rauchverbot. Ist ja logisch. So. Am Arbeitsplatz wird nicht geraucht. So einfach ist das. So, wir haben schon 47 Insassen in unserem kleinen Gefängnis. Das ist gut so. Und
ich gehe jetzt da mal ein kleines, wir haben doch da irgendwo schon ganz kleines Bürogebiet gemacht, ganz kleines, winziges kleines. Ich weiß nicht mal mehr, wo das ist. Oh nein, das ist Spaß. Ups. Ja, jetzt ist es spät. Too late. Dann machen wir es halt da rein. Mal nicht übertrieben für den Anfang. Wieso wird da nicht gebaut? Weil da nicht ist. Ja, so denn. So. Alles klar. Was ich eigentlich machen wollte, die Folge. Seht ihr, ich habe mich wieder mal selber abgelenkt. Ich kann eigentlich da wollen, das Gebiet weiterziehen. Und zwar wie folgt. Wir haben jetzt wieder Geld. Wir haben im Grunde noch Geld im Überfluss, ganz ehrlich. Mit dem Cashflow, den wir haben zurzeit, ist eine wahre Freude. Jetzt würde ich gerne ziehen wir die Straße einfach mal rauf. Aber noch nicht ganz durch. Weil jetzt möchte ich da etwas probieren. Und zwar die wollte ich gerne durchziehen. Wieso ist es so schräg da? Wieso? So. Gut. Dann die kommt bis dahin. Die verschwindet. Die kommt auch da ganz über. Dann machen wir da so ein kleines Gebiet. Und dann da unten wieder ein größeres. So, nein, über. So. Das da. Nicht ganz durchgezogen. Und dann da eins und wieder durchziehen. Einfach so aus Spaß. Aus Spaß und Freude am Leben. In dem Fall die Straße noch ganz durchziehen. Zack. So, und dann können wir da noch sagen, die zeige ich nicht. Ja, läuft. Dann würde ich doch sagen, machen wir da unten auch noch so eine Verbindungsstraße hin. Vielleicht da? Da. Nein, da. So. Ja, das gefällt mir. Das sieht schön aus, das sieht gut aus. Oh, das gibt so ein riesiges Gebiet. Das gibt so etwas von ein riesiges Gebiet. Aber ich freue mich drauf. Jetzt momentan haben wir natürlich noch wenig Bedarf. Aber ich glaube, ich tue St. Pauli ein bisschen ausweiten. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach so, wie ich es kann. Und zwar, das ist ein bisschen gross. Ist St. Pauli. Machen wir doch St. Pauli. Der Teil da. Zack. Und der Teil da. So, das ist St. Pauli. Mit anderen Worten, da ist, wo die Post abgeht. So. St. Pauli, das ist ja schon ein ausgewiesenes Gebiet. Die haben, die wissen, was es ist, was läuft. Machen wir auch das große und das kleine. Wie sieht es mit dem Wasser? Mal schnell jetzt Nachholbedarf. Jetzt sind wir ganz durch. Da in die Mitte einen haben. Zack. Dann haben sie Wasser.
Natürlich muss ich dann auch Buslinien dementsprechend anpassen. Weil jetzt momentan ist da eigentlich noch gar nicht erschlossen. Die Straßen haben ja bis vor kurzem noch nicht mal existiert. Aber ich finde das Design, nur schon das Design von dem Teil, von dem Stadtteil da vom Bonzengebiet 1.0 finde ich eigentlich recht cool. Ja genau, die Straße, die verschwindet noch. Tschüss. Und auch die Straße, die muss auch noch, mit der stimmt etwas nicht so ganz. Ach, die lasse ich einfach. Die lasse ich jetzt einfach so. Dann mache ich das aber da genau gleich. Da sagen, du gehst dann was da. Zack. Einfach aus purer Freude. So. Wohngebiet. Das nicht. Aber auch wieder. Dann haben wir da wieder ein bisschen Gewerbe. Dann haben wir da mit drin ein Büro, ein bisschen Bürozeug. Und dann läuft das. Schau mal. Ja, was haben wir da jetzt für Gebäude? Wir haben da Dreizack Buchhaltung, Spitzenbanking, Finanznachrichten, Lösungen GmbH. Das ist doch alles wunderbarstens, ist doch das. Und es blingelt und macht und tut, das freut mich immer. Wie sieht es jetzt da unten aus? Da sieht es eigentlich nicht mal so leid aus. Zum ganz ehrlich sein, das Industriegebiet stört mich mittlerweile ein bisschen. Aber hey. Der Verkehr läuft eigentlich überall recht gut. Ja. Ich habe das, also, da habe ich ja das letzte Mal in der letzten Stadt habe ich die Trennung nicht so krass gehabt wie jetzt bei dem Spielstand da. Dass ich gesagt habe. Jetzt so ein Schweinemast irgendwo. Ja, da. Ja, das ist eine Bäckerei. Das ist auch eine Bäckerei. Wo gehöre ich denn die Schweine? Bäckerei. Das ist eine Bäckerei. Was ist mich verärschen? Ja, no, ja, immer. Eben, ich habe ja dort am Anfang den riesig grossen Fehler gemacht, dass ich das Industriegebiet in den meisten Fällen mit dem Wohngebiet zusammen verknüpft habe. Jetzt denke mich das aber viel besser gelöst, da wir den Schwerverkehr wirklich explizit getrennt haben vom restlichen Verkehr. Das heisst, in der Stadt innen sollten wir eigentlich nie nicht einen Lastwagen sehen. Das sind Busse, die sind in Ordnung. Aber ich sehe keinen einzigen Lastwagen. Und auch bei den reinkommenden Autos sehe ich keinen einzigen Lastwagen darunter. Bis natürlich auf die Müllwagen, das ist normal, dass die da sind. Der passt mir nicht, der heisst anders. Ist das ein Muck jetzt gerade? Nein, jetzt hör aber auf, Sachen erzählen da. Ich habe doch keinen Muck da zu dieser Jahreszeit. Hey, wir haben Winter und da fliege ich Mucke noch. Ja, das ist Stinky. So. Tschüss. Weil der stinkt. Okidoki. Sieht ja nicht mal so leid aus. St. Pauli läuft auch. Wieso habe ich eigentlich St. Pauli gezogen? Ah, bis da rauf, das ist alles St. Pauli. Krass. Was haben wir denn da als Fans? Wir haben da Karaoke Place, da haben wir da Fresh Meatballs, Restaurant, da haben wir auch Comedy Club, Karaoke Wonderland, Karaoke all night lang. Also Karaoke ist in meiner Stadt sehr, sehr gross im Kommen. Space Bowling, natürlich, das tut es natürlich auch. Da haben wir Nightclub Happy Hamster. Der sieht noch cool aus, ey. Der sieht echt cool aus, ey. Mit einer riesen Bar oben dran, Dancefloor, alles drum und dran, was es braucht. Da ist noch ein Hund am Abshaken. Geil. Wirklich geil. Club de la Crème, Konkurrenz.
Sieht man schon, da hat fast keine Leute, da ist voll. Dann haben wir da Champion Weightlifting Gym, das Fitnesscenter. Dann haben wir Pac-Man Arcade Games, eine Spielhalle. Game Cave, Spielhöhle. Dann haben wir da Club de la Crème, der ist so gut gelaufen, da haben sie gerade einen zweiten drauf gemacht. Game Hall, Bowling Alley, das Bowling Center, Pac-Man Arcade Games, die sind auch recht gross anscheinend. Ja, also Karaoke läuft auch, also so. Nightclub Happy Hamster wieder. Man sieht schon, der Happy Hamster hat halt, ja, der hat auch ein bisschen Mühe, weil er ist im Nachhinein gekommen und ja, der De La Crème, der ist halt schon, der ist dort schon recht gross gewesen, oder? Und, dann haben wir da noch Stand-Up Club, also Comedy Club. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Es läuft. Und das sind so Gebiete, die würde ich dann gerne mit der U-Bahn anschliessen. Momentan, wie sieht es denn momentan aus? Ja, momentan ist natürlich ein bisschen, ja, eben. Aber das könnte man ändern. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, schau jetzt, wir machen hier eine neue Buslinie. Und zwar nenne ich die jetzt Spaßlinie. Die geht von da. Geht die. Ja, momentan hat es eigentlich überhaupt keinen Wert. Nein, mache ich keine neue Linie. Fertig. Los. Für das ist das Gebiet noch zu wenig groß gewachsen. Ich denke, wenn wir da die nächste Spalte haben, dann würde es anfangen Sinn machen. Aber jetzt gerade im Moment sehe ich keinen Sinn, da eine Buslinie Wir haben eine grossartige Stadt, wer hätte das gedacht? Wir haben ein Solarkraftwerk sogar freigeschaltet. Ist das nicht wunderbarstens toll? Ich weiss, wunderbarstens toll, das gibt es eigentlich gar nicht, den Term, aber ich benutze ihn trotzdem immer wieder gern. Gern geschehen. Mache ich auch noch euch zu lieb. Natürlich. Wer dämliche Wörter und Sprichwörter erfindet, das ist nicht das Hobby, das passiert einfach aus Dämlichkeit. Das kenne ich ja. So, Wasser ist eigentlich alles noch in Ordnung. Wir schauen natürlich gerade, was wir jetzt gerade freigeschaltet haben, keine Angst. Strom, ja, Strom passt eigentlich auch noch, glaub's. Ja gut, da müssen wir schon langsam mal schauen. Wie wäre es denn, wenn ich da würde ein Solarkraftwerk tätschisieren? Einfach so Spaß und Freude, Tollerei. Da so. Klar, momentan bringt es nicht, aber natürlich am Tag bringt es einen rechten Schub. Und bei Nacht müssen wir halt schauen, vielleicht noch ein zweites. Wann ich dort glaube Öl. Bin nicht ganz sicher. Kann ich da Öl oder holen? Ölkraftwerk kostet 1900, das kostet 560, das bringt 40, das bringt 120, das sind 3 mal mehr. Ja. Man muss sogar rechnen bei dem Spiel. Uiuiui. Da. Einfach darum. So, also Strom bei Nacht ist gesichert, Strom bei Tag gesichert. Tipptopp. So, Industriegebiet ist wieder gefordert, dann sage ich doch schön. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Weil, wieso sollte ich auch? Ich denke, das sollte wieder lange. So, und jetzt sehen wir schon, das Solarkraftwerk fährt langsam, aber sicher arbeiten. Ist jetzt im Normalbetrieb, das heisst, jetzt momentan müssen wir einen gewaltigen Überschuss an Strom haben. Ja, das ist auch so. Das ist in Ordnung. Das ist ja das, so habe ich so geplant eigentlich auch. Der Zypressenpark, oh, der passt eigentlich, den lassen wir. Der Zypressenpark passt. Ja komm, ja, Industrie, nein, es braucht nicht mehr momentan, es ist in Ordnung.
Es ist noch nicht. Gut. Weiter, wie sieht es denn da aus? Ja, Gewerbezone ist gefordert. Dann gebe ich doch dann ein bisschen Gewerbezone. Komm, wieso auch nicht? Ich meine, hallo. So, da gerade das Haus neben St. Pauli. Und dann machen wir noch Gewerbezone. Zack. Und dann machen wir da wieder zack. Und zack. Und zack. Und dann haben wir wieder genug von allem. Nein, haben wir nicht. Wir brauchen noch mehr Industrie. Du, das ist für mich kein Problem, gell? Ich habe vorgesagt. Saubere Industrie, wie es muss sein. Ich glaube, der Teil mache ich nochmal zu Yummy Tasty Wedges. Glaub's? Habe ich irgendwie gerade Bock drauf? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Wie sieht es denn aus da? Ja, da bist du natürlich gar nicht mehr. Und da wo wäre ich, habe ich natürlich Häuser gebaut. Ich Intelligenzbolzen. Da oben wäre ich natürlich noch Yummy Tasty Wedges. Aber oh, der Dings ist leer. Der Dings ist leer, der Dings ist leer. So, und tschüss. Der ist auch leer. Und tschüss. Ja, ihr bekommt das Krematorium natürlich. Ich habe jetzt gerade gesehen, sie haben sich ein bisschen darüber aufgeregt. So. Jetzt da oben, wie sieht es da oben aus? Wir haben die Feuerwehr, wir haben das nicht. Das nicht. Dann machen wir auch da so ein Ding rein und da so ein Ding rein. Ja, läuft. Da sieht eigentlich alles relativ gut aus. Da könnte man sich schon langsam mal überlegen, ein Krankenhaus auch zu machen. Kostet natürlich 2400 Unterhalt und das dann nur 400. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Darum würde ich sagen, so für die Zukunft machen wir da eine Arztpraxis und da eine Arztpraxis rein. Die haben jetzt momentan noch keinen Strom, das ist mir absolut bewusst. Schulen, ja, die haben es natürlich auch schwer in meiner Stadt, aber trotzdem bin ich darum bemüht, Schulen so gut wie möglich einzubinden in der Gesellschaft, sozusagen. Und Idee, ich glaube, das ist die Schule, also die eine. Ja, du darfst schon bauen, gell? So. Das sieht ja dämlich aus, aber ja, nein. Mir egal. Das geht natürlich nicht, was ich da machen will, aber ist ja gleich. So. Wir haben vorgesorgt. Wir haben wieder Schulen gebaut. Wie sieht es aus mit der High School? Mit der Oberschule? Schlecht. Und die ist so gross, ich kann ich natürlich wieder nie nicht bauen. Weil ich voll Pfosten natürlich nicht daran gedacht habe, dass da so ein riesiges Gebäude irgendwo muss Platz finden. Da geht es natürlich überall auch nicht. Da geht es natürlich auch nicht. Und da geht es auch nicht. Ja, das ist wunderbar. Wo wollte ich denn das dämliche Schulhaus bauen? Da müsste ich schon fast. Da. Jo. Das hat genützt. So.
So. Mehr oder weniger. Also haben wir wieder eine Highschool. Dann, was haben wir noch wollen machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, Industrie, genau. Industrie, da bin ich ja stecken geblieben. Übertreiben wir es jetzt vollends. So. Jetzt muss man nie mehr kommen, dass wir keine Industrie haben. Oder zu wenig. Oder wie auch immer. Dings. Soll ich tatsächlich jetzt da oben noch eine Einfahrt machen? Ja, ich mache es einfach, weil ich es kann. Autobahn. Und zwar ab da geht es in den Underground. Unter all dem Geschmeiß durch. Das war dumm gewesen. Vielleicht nicht dumm, aber sehr, sehr unüberlegt. So und dann so. Oh, das war auch dämlich gewesen. Fällt mir gerade auf. So. Ah, jetzt passt es mir schon ein bisschen besser. Mal schauen, ob das genutzt wird. Ich bezweifle es zwar, aber weil der Weg ist jetzt natürlich ein bisschen länger. Aber jetzt haben sie wenigstens die Möglichkeit, gerade dort oben reinzugehen. Das hat es bis jetzt noch niemand gebraucht. Ja. Was, wenn... Also die meisten kommen... Von woher? Ich glaube schon von dieser Straße her. Macht es überhaupt einen Unterschied? Ein Auto, juhu! Ich habe eine riesen Umfahrungsstraße gebaut für ein einziges Auto. Naja, früher oder später wird es schon brauchen. Denke ich, hoffe ich vielleicht. Was ich natürlich noch könnte machen. Einfach so testweise. Da langt eigentlich so eine kleine Straße. Die geht da durch. Die geht noch eins runter. Wieder eins rauf. Und mündet da drin. Mündet da drin. So, dann habe ich wieder ein kompliziertes Strassensystem gemacht, das ich ja eigentlich nicht wollte, aber hey, wieso auch nicht? Ja, schau, es wird gebraucht, es wird gebraucht. Tatsächlich. Zwar nicht sehr grosszügig, aber es wird trotzdem gebraucht. Und das gefällt mir doch schon mal sehr gut. Ja, es wird immer mehr gebraucht. Krass. Okay. Ja, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Wir sind doch wieder ein Stückchen weitergekommen. Also mehr oder weniger haben wir das alles gemacht da. Und da haben wir ja ein riesiges Industriegebiet. Da. Wir haben sogar einen Sonnenkollektor, also respektive eine Solarkraftwerkanlage, oder wie man will sagen, aufgebaut. Also eigentlich heißt es Solarkraftwerk, aber ich sage eben Solarkraftwerkanlage. Und muss mich gerade ein bisschen strecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.